Klar, Firma geht's nicht gut, Beziehung geht's nicht gut. Wir waren physisch und psychisch so am Ende. Am Wochenende arbeiten, unter der Woche arbeiten, beim Schlafen arbeiten, immer arbeiten. Fühlen uns schon das ein oder andere Mal ziemlich bescheuert, was wir da eigentlich gerade machen. Ich habe dich irgendwie nicht zu Gesicht bekommen und wenn dann halt zum Arbeiten. 1, 2, 3. Als Paar haben wir nicht mehr existiert. Hätten wir das alles gewusst, wüssten wir nicht, ob wir damit angefangen hätten. Eva? Hart an der Grenze. Wie? Hart an der Grenze. Oh, fuck. Nein. Und dann fing das alles an, uns über den Kopf zu wachsen. Dass sie nicht im Weg umgeht. Jetzt kommt jemand von einer Prüforganisation. Der schaut sich jetzt hier meine Werkstatt an, weil ich möchte hier Hauptuntersuchungen anbieten. Ja, genau, da kommt er schon. Ich bin der Ali, 25 Jahre alt, bin Kfz-Meister. Ich bin die Chrissy, ich bin 24 Jahre alt. Wir sind dabei, uns als Paar selbstständig zu machen mit einer kleinen Kfz-Werkstatt. Hi, servus. Hi, servus. Hi, ich bin der Ali. Christian Schumacher vom Degra, wegen dem Scheinwerfer-Einstellplatz. Ja, genau, perfekt. Schauen wir mal. Okay, und deine grobe Einschätzung? Kannst du schon grob was sagen? Kann ich grob noch gar nicht sagen. Die erste Sache ist, ich muss erst mal schauen, Gerätnetzzulassung. Okay. Zweitens müssen wir mal gucken, wie der Bodenarm im Groben und Ganzen aussieht und dann machen wir die Feinjustierung. Also quasi, wenn das Gerät auch schon raus wäre, dann brauche ich hier auch ein neues Gerät. Dann bräuchten wir ein neues Gerät. Okay. Und da werden wir jetzt auf dem Rechner schauen. Okay. Machen wir die Datenaufnahme. Okay. Es geht ja bei dieser Vermessung ja wirklich nur um den Scheinwerfer-Einstellplatz, gell? Richtig. Also es geht ja wirklich um das Scheinwerfer-Einstellgerät mit dem Platz, die müssen zusammenpassen. Richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich nur wegen dem Scheinwerfer-Einstellplatz. Richtig, entweder einen neuen Boden machen, neues Gerät organisieren oder ja, zu schauen, was möglich ist, wo du vielleicht ein anderes Gerät, einen anderen Platz herkriegst oder sonst irgendwas. Das Scheinwerfer-Einstellgerät, das habe ich ja quasi mit dem Laden übernommen. Das muss ja auch prüfen, ob das noch quasi zugelassen ist. Das Ding war in einem desolaten Zustand. Ich war natürlich aufgeregt, klar. Das ist keine alltägliche Situation. Ich nehme jetzt die Daten vom Gerät auf und da wird geschaut, ob das Gerät überhaupt erstmal eine Freigabe überhaupt noch hat oder ob es schon zu alt ist. Okay. Ist das Gerät eigentlich einwandfrei? Ist es gerade? Ist es kaputt? Ist es defekt? Das wird erstmal im Groben und Ganzen geschaut. Also dein Gerät hat schon mal eine Zulassung, das ist das Wichtigste. Das heißt, wir können zumindest schon mal eine anfangen. gute Sache. Wonach gehst du jetzt von der Breite her? Ich schaue jetzt erstmal von der Länge, dass ich vorne meinen Abstand hinkriege zum Gerät, damit Okay. ob er überhaupt reinpasst. Das heißt, wir brauchen jetzt so 4,20 Meter. Und da werden wir mal schauen, dass wir die 4,20 Meter hinkriegen. Als erstes misst er, ob die Fläche groß genug ist, wo das Fahrzeug am Ende draufstehen soll. Und dann misst er den Höhenunterschied der einzelnen Fahrbahnen. Die dürfen nämlich nicht extrem stark abweichen, sonst steht das Fahrzeug im schlimmsten Fall schief. Also schaut doch bis jetzt gar nicht schlecht aus, oder? Es wird eng hinten raus, aber wir kriegen es hin. Es geht sich genau aus. Also der Platz ist gerade so für den Bist gerade so im Limit. Hammer. Ja, Es ist wirklich an der Grenze, aber es geht. Cool. Gerät passt und Fläche von den Maßen passt schon mal. Das heißt, jetzt geht's nur noch um Boden. Jetzt geht's eigentlich um die gröbste Sache, ja, der Boden. Ob der quasi passt. Ob der eben genug ist, genau. Und jetzt wird gemessen und dann sagt mir das System hinten raus, ob du im Limit bist oder nicht. Ein bisschen darf er haben, also er dürfte jetzt 4 mm auf der Länge haben an Unebenheiten. Okay. Du schwankst zwischen 1 und 2, also wir sind im Lot. Bis jetzt bin ich zufrieden. Super. Zumindest auf Fahrspur 1. Also zumindest auf der einen Seite. Die beiden Fahrspuren müssen natürlich zueinander auch passen, aber da schaut es schon mal gut aus. Jetzt machen wir das ganze Spiel auf der anderen Seite. Also die Spur ist deutlich schlechter wie die andere.
Lass es uns gemeinsam entwickeln und sehen, was sich da unglaublich Fantastisches verbirgt. Ich sichte jetzt gerade zumindest mal grob das Hauptvideo. Allerdings habe ich jetzt zum Beispiel schon mal was gesehen, wo ich jetzt aber nicht weiß, ob das nur mir auffällt. Wenn man genau auf unsere Augen schaut, dann glaube ich zu sehen, dass man erkennen kann, dass wir mitlesen. Ja, eine der besten Entscheidungen unseres Lebens. Ja. Ich muss mal Mandy fragen, ob ihr was auffällt. Ob das mein Perfektionismus ist. Ich bin gespannt. Ich bin Ben. Ich bin Mandy. Wir beide sind ein Ehepaar, Eltern zweier fantastischer Kinder und Unternehmerpaar. Wir hatten ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen, welches dann leider in der Insolvenz gelandet ist. Und wir trauen uns, einen neuen Schritt gemeinsam zu gehen und haben ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Da geben wir alle Erfahrungen weiter, die wir in unserer Krisenzeit gemacht haben. Ja, zeig mal her. Wir selbst. Lass es uns gemeinsam entwickeln und sehen, was sich da unglaublich Fantastisches verbirgt. Das Setting an sich finde ich mega schön. Ich finde es auch schön, gefällt mir gut. Hier das Licht. Vom Bild her finde ich, Ja. passt das super zu uns. Ja. Cool. Ja. Also ich finde es sehr schön. Es ist, macht mich stolz zu sehen, dass das schon so einen Rahmen annimmt, wo ich sage, also gerade so vom Setting und wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Da war schon viel Schönes dabei. Mhm. Okay. Ja. Ich hole jetzt mal die Kids. So. Oh, Entschuldige. Haben wir Essen? Komm mal, Schatz. Sagen wir es mal so, bei Naturnah-Möbel, da hat das Familienleben, muss ich ehrlich sagen, habe ich es ausgeblendet. Ja, es hat einfach nicht mehr stattgefunden. Wir hatten sehr wenig Family-Zeit und das hat sich schon gewandelt. Wir haben gesagt, wir möchten es gerne schaffen, dass wir eine Struktur finden, wo beides ineinander greift. Das ist manchmal immer noch eine Challenge, aber es klappt immer besser. Oh. Komm her. So. Die kleine Maus hat tierisch Hunger. Hast du Hunger? Ja? Nein? Oder möchtest du schlafen? Ich will schlafen. Du möchtest schlafen gehen? Ja. Uns hat vor kurzem jemand gefragt, was bereut ihr am meisten bei Naturnah-Möbel? Welche unternehmerischen Entscheidungen bereut ihr am meisten? Wenn es was gibt, was wir wirklich aus tiefstem Herzen bereuen, dann ist es die Zeit, die wir verplempert haben und unsere Kinder ein Jahr gewachsen sind. Dieser Schmerz, dieses Aufwachen war so groß, sich Sachen einzugestehen, was wir von den Kindern verpasst haben und dass es wirklich da fast gecrashed ist, dass ich für mich diese Entscheidung so entschlossen getroffen habe, dass das nicht wieder passieren wird. Ich habe schon die Säcke geholt. Wie viel brauchen wir, meinst du? Wie viel ernten wir heute? Haha. Spannende Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe mal so, ich glaube, 8. Also brauchen wir eh nie. Servus, ich bin die Eva. Und ich bin der Jakob. Und wir machen die fränkischen Kartoffelchips, die Grischbälle aus unseren eigenen Kartoffeln. Und planen jetzt dann aus unseren eigenen Erdnüssen die ersten deutschen geröstet gesalzenen Erdnüsse auf den Markt zu bringen. Unsere Hoffnung der Erdnussernte hier heuer in diesem Jahr liegt voll auf dem Feld, weil letztendlich haben wir keine anderen Erdnüsse. Das andere Feld ist unter Wasser und von dem her gesehen ist es die einzige Hoffnung für uns. Ich glaube, so passt ganz gut, oder? Wenn wir dieses Jahr keine Erdnüsse ernten auf dem Feld, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir tun sie jetzt mit dem Zwiebelroter raus aus der Erde und legen sie auf den Schwack, wie ihr das gerade seht. Und danach kommen wir dann mit unserem Pflücker. Die Erdnussernte funktioniert bei uns mit 2 Maschinen. Mit der ersten Maschine holen wir die Erdnuss aus dem Boden raus und legen sie oben wieder ab. Und mit der zweiten Maschine pflücken wir dann die Nüsse vom Laub, um es zu separieren. Eva? Ja? Schau mal nach Verluste! Schau mal nach Verluste, bitte! Also, wir gucken nach Verlusten
weil der Jakob seine Maschine passend einstellen muss, dass er möglichst alle Nüsse rauskriegt. Weil wenn die Nüsse im Boden bleiben würden, wäre natürlich doof, weil dann können wir nichts ernten. Aber da ist nichts, Jakob. Nix? Da ist nichts. Dann passt. Bis jetzt läuft's echt gut. Läuft echt gut. Bin echt zufrieden. Eva? Also wir haben die Maschine letztes Jahr schon mal getestet, aber dass wir die übers Feld fahren und richtig nutzen, ist quasi das erste Mal. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Plan. Norwegen? Ich wünsche mir, dass die Erdnüsse richtig gut vom Laub gehen, dass wir gute Ernte dann am Ende des Tages auch haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin positiv überrascht, oder? Ich glaube, das System funktioniert, Eva. Ich finde es wahnsinnig schön, Zeit mit der Eva auch zu verbringen im Arbeitsalltag. Also was mich an unserer Beziehung gegenseitig fasziniert, ist, dass wir uns einfach so akzeptieren, wie wir sind. Ich kann bei niemandem so sehr ich sein wie bei Jakob. Eva, stopp! Aus! Aus! Der Sack ist weggegangen, ich hab's ja gesehen. Und jetzt haben wir da Erdnüsse verteilt. Guck mal runter, wir dürfen Erdnüsse zusammenklappen. Wenn ein wenig Erde drin ist, das Wurst, die fällt schon wieder raus. Fällt wieder raus. Das lassen wir jetzt nicht einfach auf dem Feld liegen. Nee, das geht nicht. Also das ist jetzt nicht so viel, aber also man kann ja nicht einfach, wenn die schon auf einem Haufen liegen, die da liegen lassen. Außerdem nehmen wir alles, was wir kriegen können, weil wer weiß, wie viel wir am Ende ernten. Finanziell wäre das Ziel, dass wir unsere Ausgaben decken können und dann sind wir schon happy für dieses Jahr. Nächstes Jahr müssen wir dann Geld verdienen, aber dieses Jahr wäre es schon gut, wenn wir eine Null schreiben, dann wäre es gut. Am Ende des Tages kann man immer nur das verkaufen, was man auch geerntet hat. Und wenn man sagt, es geht schneller, wir lassen das jetzt liegen, dann verkaufen wir am Ende ein Gläschen weniger. Wir möchten mindestens 5 € fürs Glas nehmen. Da müssen wir aber noch drüber diskutieren und schauen, wie viel Kosten es denn überhaupt verursacht werden. Ob die 5 € dann am Ende des Tages auch wirklich realistisch sind. Irgendwann kauft der Kunde halt nicht mehr, wenn man ein gewisses Preisniveau überschreitet. Aber das Problem ist, man kann ja nichts verkaufen, was sich da nicht rechnet. Oder was nicht zumindest die Kosten deckt. Boah, sind die hart. Kriegst du die auf? Also Eva, schau mal an. Das ist voll. Das ist ja eine richtig reife Nuss. Voll cool. Also die Erntemenge ist okay, würde ich sagen, die jetzt da steht. Der Ernteaufwand ist nicht so okay. Ganz schön schwer. Also wie viel Arbeit wir brauchen, ist enorm. Und das für diese Menge ist eigentlich zu viel. Das ist wie... Wie auf der Baustelle. Nee, ich wollte sagen, das ist wie wenn man eine Prüfung ablegt und man wartet jetzt, was das Ergebnis ist. Also so fühle ich mich gerade irgendwie. Hart an der Grenze. Wie? Hart an der Grenze. Echt? Also die Spur ist deutlich schlechter wie die andere. Okay. Ja, es wird jetzt noch mal richtig spannend. Jetzt müssen wir noch auf den letzten Punkt weiter hinter. Die letzten 3. Die sind jetzt entscheidend. Oh Mann. Der Boden, ja, das ist 70er Jahre Bau. Und die da doch sehr genau sind. Also da geht es wirklich um Millimeter. Ja. Ja? Ja. Ja, super. Er hat natürlich ein Gefälle, Aha. aber er ist ganz, ganz knapp drin. Also die rechte Fahrspur, die ist schon... Geil, ja. Man merkt halt, dass es älterer Boden ist, aber die ist ganz knapp drin. Super. Boah, Hammer.
Kein neuer Boden, keine Bodenarbeiten, keine weiteren Kosten. Bis jetzt, ja. So, jetzt machen wir noch das Gerät. Es passt. Ja, mein Gott. Das Go für den Scheinwerfer-Einstellplatz kann ich dir geben. Ja, super. Also, Punkt 1 haben wir schon mal. Super. Punkt 2 ist dein Bremsenprüfstand. Ja, das ist der Bremsenprüfstand. Sehr alt, sehr crunchy, sehr knusprig. Und der Bremsenprüfstand, der ist von 1994. Ist der hier drinnen verbaut? Das Ding war tot. Also das Ding war einfach tot. Das war komplett fertig. Es hat noch funktioniert, aber technisch war es nicht in Ordnung. Also das wusste ich davor schon, ja, genau. Da muss man dann entweder umrüsten, das gibt's, aber da fällt das Gerät auch schon raus, weil es zu alt ist. Oder man kauft halt ein geeignetes Gerät. Das muss dann auch wieder kalibriert werden, das muss abgenommen werden. Also ich habe mich auch erkundigt. Ein ganz neuer wäre irgendwo bei 10.000, 12.000 Euro. Das ist natürlich schon sehr krass. Dann schaut man sich halt nach Alternativen um. So was findet man auch gebraucht, habe ich mir gedacht, genau. Und wenn dann alle Unterlagen, ich sag mal Kalibrierscheine vom Scheinwerfer-Einstellplatz, vom Bremsenprüfstand, ich glaube Handwerksrolleneintrag, genau. Wenn das dann alles bei uns in der Niederlassung angekommen ist, dann gibt der das Go und schickt dann je nach Absprache einmal, zweimal, dreimal der Woche, je nachdem wie oft er das braucht, mit dem Prüfer vorbei. Genau. Danke fürs Kommen, gell? Kein Problem, nicht dafür. Danke für die Arbeit. Versuch's mal bei der Christi. Hey. Der von der Dekra war jetzt eben da. Und ja, der hat den Platz vermessen und so und der hat gesagt, das passt. Also ja, jetzt brauchen wir nur noch den Bremsenprüfstand. Hi. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem alten Showroom von Natura Möbel. Und ich war das letzte Mal vor 6 Monaten dort. Der Ben war vom Dreivierteljahr das letzte Mal da, wo wir den Showroom schließen mussten. Und ja, wir wissen, dass der neu vermietet ist. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das so ist, wieder da zu sein.